willkommen bei Allo TV. Das ist mein viertes Video und ich habe noch nicht persönlich mal geschaut, dafür ich mal gedacht, dass es Zeit gibt dafür. Und zwar geht es ein Video über Tattoos. Wer jetzt unschwer zu erkennen ist, obwohl ich so absolut nicht gesagt habe. Mich schon da ziemlich viel. Und es ist schon gedacht, es ist vielleicht interessant, ich zu weisen, was ich schon, wie weit ich tun, ob ich etwas bereuen, ob es weh getan hat. Aber ja, ich gehe so mehr los, weil das wird ein ganz langes Video. Ich weiß, ich bin also 15, wir sind 22. Aber ja, ich war 17 und ja, ich war kein 18, ich war minderjährig und ich fand nicht so, bis 18 warten, weil ich dafür sind Entscheidungen responsabel ist. Aber meine Eltern waren auch verstanden, meine Mom war dabei, mein Vater war dabei, das ganze Dorf war dabei, war jeder dabei. Ich habe Unterstützung gebraucht, ich war aufgeregt. Aber ja, es war alles okay, ich bereue absolut nicht dafür. Ja. Und zwar war das den Hai. Ich weiß nicht, wie ich das weisen soll. Das ist ein Käfig mit einem Filchen, den du waschst und Bedeutung aus Freiheit. Und just wie ich zu warnen, es sind ganz viele Leute, die meinen, dass ich für ein Tattoo eine Bedeutung und eine riesige Geschichte drum muss, was okay ist. Für mich ist das nicht so, für mich ist das Kunst und ich wollte das auf meiner Haut und dafür haben die meisten keine Bedeutung. Ja, den ersten Weg getan hat nicht. Ich hatte den Moment nicht für zu vergleichen, weil es mein erster war, aber ich weiß auf einer Skala von 0 bis 10 war es ein 5,5. Also hat schon weh getan, aber war nicht schlimm. Nachdem kriegte ich den zweiten ungefähr ein Jahr drauf, das war 18, und zwar ist das den Hai. Das ist das Geburtsdatum von meinen Eltern an römischen Zahlen. Und ja, das ist einer von denen, wo ich wirklich zufrieden damit bin. Nicht, weil ich ein Tattoo selber bereue, mir einfach, weil ich gestach auf. Das ist wirklich klar und proper. Aber ich kann echt schon ändern. Ja, da gibt es nichts dazu zu sagen. Und den hat überhaupt nicht wehgetan, schon nicht gespürt. Es ist wirklich bald angeschlafen, es hat 10 Minuten gedauert, ich bin bald angeschlafen. Und ja, ein 1,5, weil, ja, von 10, weil es war wirklich nicht schlimm. Nur zu kommen, wenn nicht so viel hat. Das waren die Rosenhai. Und ich wollte einfach Rosen als Tattoo haben und keine Bedeutung, wehgetan haben sie auch nicht wirklich. Ein 5 von 5,5, 6. 6 von 10, weil obwohl ich halt schon wegen was mir abgeht, was taut mir dünn geht, was mir empfindlich geht. No de Rosen kriegte ich da 2 Beine, das sind 2 Texte. Den einen ist auf der Rippen, das war von den schlimmsten, einfach weil die Stelle so empfindlich ist, das sind direkt Schanken. Und das Schlimmste ist, ich kann nicht richtig atmen, weil sich der Brustkorb andauernd bewegt und das ist schwer für den Tätowierer. Dafür, ja, war anstrengend, mit war kurz, war 10, 15 Minuten und war fertig. Und ich gebe so ein 7,5 von 10, weil definitiv geht mir schlimm, zum Beispiel auf der Brust, auf den Knien, es gibt Plätze, die sind richtig, richtig schlimm. Mit dieser selben Tag kriegte ich auch den Hai und das war ein 5 von 10, weil es war wirklich nicht schlimm. Es war ein 5 oder 1 oder 2 oder so, weil natürlich steht es weh, jetzt spielt es, weil kriegt ein 0 und Haut und das war ein bisschen eskaliert, weil ich hatte mir am Anfang gesagt, dass ich just ein Tattoo will und das ist nicht geschieht. Aber da kriegte ich mein allererster Mandala und die haben keine Bedeutung, das ist nicht direkt. Und den ersten war den Hai. Wehgetan hat ein 6,5 von 10, weil einfach ist, weil es ziemlich lange gedauert hat und weil es mir lang geht, weil Toleranz einfach raufgeht und geht mit und unruhig und das ist schon ziemlich anstrengend. Ja, das ist mein allerlieblingstattoo, den ich schon. Und das war von denen, ist nicht schon so lang, also lang, aber das ist von meinen Lieblings. Und ja, ich habe mich wirklich an Mandala verliebt. Dafür kriegte ich dann auch den Hai. Das war den ich dann auch gut. Den hat ein bisschen mehr wehgetan. Ich gebe so einen, was soll ich für 7,5. Dann war der Hai am Anfang ganz selber. Ich war just ein paar Stellen, so wie Hai auf der Schank oder Hai an dran, wo ein bisschen mehr wehgetan hat. Ja, dann war der nächste Teil vom Arm bald fertig und dann schon entschieden, dass ich einen Half-Sleeve wollte, den Teil vom Arm voll, weil absolut nicht mein Plan war von Anfang an. Da kriegte ich den Hai-Mandala, der rundherum. Nee, das war nicht so. Ich kriegte etwas anderes. Das war ganz spontan ein Tattoo. Ich vergesse, dass den da ist. Das war zu Berlin. Ich war mit meiner besten Freundin da und wir haben spontan entschieden, dass wir Eis abstechen wollten. Und dann haben wir ein Studio gefunden, den Zeit hat.
Und wir hatten dann am Anfang überhaupt nicht erwartet, wir wussten mal nicht, was wir wollten. Aber ich wusste, dass ich einen Mond wollte. Und dann habe ich mal den Durchstecher gelöst. Die Posen heute. Ja, schon, also wegen dann heute nicht, ein 4 von 10 geben sollen. Und Bedeutung, nicht wirklich, mehr alles, was mit Astronomie zu tun hat, tue ich gerne. Alles, was mit dem Himmel, Sterne, Planeten, alles, das fasziniert mich alles. Und ich wollte unbedingt etwas so auf mir holen. Und ich gehe nicht nach so Sachen. Lohnt schon vor, dass ich nach Tattoos will. Aber ja, das war den. Und dann konnte ich den Mandala unter dem Käfig. Und da wird es nicht dazu so. Und das ist einfach, den ist ähnlich wie den Hai. Hat den Arm abgefüllt, hat gepasst und gefällt mir gut. Wegen da 5 von 10. No den Mandala kriege ich ja, Rosen auf die Schüler. Und ich hatte schon Rosen, ich wollte ein bisschen größer, ein bisschen mehr dichter Rosen. Dafür habe ich mir die Heißstiche gelöst. Keine Bedeutung, wegen da 6,5 von 10. Ja, und die gefallen mir richtig gut. Und ich meine, das war der Moment, wo ich entschieden habe, dass ich ein ganz Sleeve wollte. Und dann habe ich mal den Heißstiche gelöst in seiner Hand. Und ich fand die so wunderschön, die gefällt mir richtig gut. Das nur der Mandala, das ist mein Lieblings-Tattoo, den ich schon. Und den hat nicht wehgetan, das war immer ein 6,5. Ist dann immer 6 oder 6,5 von 10. Ja, und da war mein Armball ganz voll, war etwas gefehlt. Und ich habe ja die Rosen und die Blätter haben mir einfach so gut gefallen, dass ich da mehr wollte. Und das klingt ein bisschen komisch, aber ich wollte Blätter und mehr. Dann habe ich mal die Hai-Stiche gelöst. Einfach für alles abzufüllen, wo noch Platz ist. Und die sind ziemlich überall. Und der Teil war den am meisten wehgetan hat. Einfach just, weil es über den ganzen Arm geht und sie Platzen dabei, wo einfach richtig empfindlich sind. Zum Beispiel Hai, Irrlebeide, das ist von den schlimmsten, also einer von den schlimmsten Platzen. Wo gebe ich ein 8 von 10 gehen. Natürlich waren auch Stellen dabei, zum Beispiel Hai, wo nicht so wehgetan haben. Es war einfach richtig lang, auf alles für dich abgezeichnet und nur wie alles für das Tätowieren hat es über 2 Stunden gedauert. Und ich war einfach so lange da, dass ich keine Toleranz mehr hatte. Ich war mit. Und ja, ich war richtig froh, wie ich fertig war dafür. Ja, es hat sich gelohnt. Nachdem kriege ich weiß nicht mehr. Ah ja. Dann habe ich dort mit einer anderen beste Freundin, und zwar ist das den Hai. Und ja, einfach ein Freundschaftstattoo. Und ich vergesse, dass den du hast, weil ich ihn nie gesehen habe. Aber wegen dem hat den auch nicht wirklich ein 5,5 von 10. Den allerletzten Tattoo, den ich kriege, das war vor ein paar Wochen. Und das ist auch den ich richtig bereue. Nicht, weil meine Idee nicht gut war, weil die Idee gefällt mir am Anfang richtig gut, mir einfach, weil er gestochen ist. Das ist nicht deutlich, das ist nicht proper. Irgendwann kommt manchmal vielleicht fort, irgendwann manchmal fällt etwas dabei oder Schluss nimmt man etwas drauf an. Das sehen wir dann. Mir gefällt mir wirklich absolut nicht, mich will ich trotzdem weise, weil es selbst geschieht. Ja. Das ist eine Hand mit einer Kristallkugel und die Hand ist einfach so schlecht gezeichnet. Das sollte ein Dumm sein, und gesagt, das ist für ein Dumm. Dafür kann man ignorieren, den Tattoo einfach. Er hat nicht wehgetan, ein 5 von 10 oder so. Aber ja, ich bin wirklich nicht zufrieden damit dafür. Schluss den auf der Seite. Das war es. Das ist komisch, mit der Kamera zu schwatzen, weil ich mache noch, wie ihr wisst, für mein eigenes YouTube-Channel Video und die sind alle auf Englisch. Dafür ist es richtig ungewöhnt, auf Lützeburg zu schwatzen. Aber ja, das ging manchmal. Ob ich noch Tattoos will? Ja. Wo? So nicht. Ist so nie, wo ich meine Tattoo kriege, bis ich so habe. Ich werde nur mal, dass meine Idee geklaut gehen, und das will ich nicht. Wenn ich dann noch viel dabei kriege, vielleicht gibt es dann irgendwann ein Update. Mit die seht ihr dann sowieso ein Video bestimmt. Und ja, das war es von mir heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und abonniert den Channel. Hi. Oder hi. Irgendwo. Ich weiß nicht genau wo. Für noch Video von mir, auch von den anderen YouTubern. Und ja, macht sie viel noch gucken. Und ich sehe euch in 4 Wochen. Ciao.